Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII Pelzig. Ich hab's jetzt gepackt, hier 2 Drache-Zombies auf Ammo zu killen und einen Eisenmann zum Schluss. Ich habe auch die Feintechnik Pandora erlernt, was ich auch sehr praktisch finde. Und mit dem Zauberschild ging's dann. Dann war das eigentlich weniger das Problem. Sodela. Und jetzt kommen wir hier ins neue Gebiet rein und werden prompt begrüßt von einem Eisenmann. Der hat sich gerade von der Eiseinseln freigenommen für uns. Und das Sid macht da mal bitte Barriere auf uns, bevor das wieder eskaliert hier mit den Mistviecher. Cloud, du heilst uns bitte, sei so gut. Bevor das wirklich eskaliert. Du überfälscht. Und Barret hakt dem Schwein da mal einen Kugelhagel voll Blei in die Schnauze, wo er wieder im Desk fällt. Okay, der steht noch. Jetzt pumpt er sich auf mit seiner Barriere. Und mir nichts Klaue kennen. Na gut. Okay, Barret, hach weiter drauf. Sid, ich will, dass du nach wie vor überfälscht. Volk, heil uns doch mal. Der mit seinem Mega-Schwert, der geht mal auf das Senkel. So, Barret, nochmal drauf. Vielleicht ist es ja der Theon Graufreud, den wir hier gerade platt machen. Okay, überfall den Kerl doch nochmal. Okay, der Konter hat ihn anscheinend gekillt. Na gut. Gibt aber schon ordentlich Erfahrungspunkte hier, der Knabe. Dann würde ich sagen, wir heilen uns nochmal. Und dann geht's weiter. Ja, wir sind fast durch. Was kommt jetzt wieder auf uns? Ja, wieder so einer. Mistkerl, okay. Ich will auf uns Mauer haben. Weil der kann richtig wischt werden. Und dann will ich einen Meteorrege drauf hauen. So. Dann warstel mal drauf, was kannst wohl. Okay, das hat gereicht, um den zu killen. Sehr gut. Phoenix hat er Level gekriegt. Ach, sehr schön. Und so nebenbei, so ganz nebenbei mal, ich habe von dem ersten einen Zauberkessel geklaut gekriegt. Weiß aber nicht, was das ist. Das wollte ich auch nochmal nachgucken mit euch. Hexenkessel, genau. Da steht da nichts dazu, was das macht. Gemütskapsel für den Barret. Schick, kriegt man eine Cloud. Hexenkessel, weiß ich nicht, was es auslöst. Für alle nochmal eine normale Heilung. Auf jedem von den dappischen Dinger kommt irgendein Gegner. Okay, hier mal ausnahmsweise nicht bei dem Zwischendrin. Aber hier wieder. Was haben wir hier wieder von Gegner? Eisenmann oder Drachenzombie. Okay. Erstmal eine Mauer auf alle, falls der wieder denkt, er müsste Pandora machen. Weil das hakt dann doch richtig ordentlich rein. Okay. So. Barret drauf. Okay, das war's auch schon. Also wenn man sie fertig machen kann, recht schnell, dann sind die, ach, kein Problem. Raub ist gemastert und noch was hat er Level gekriegt. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Okay. So, wir sind so gut wie durch hier. Und du erwartet uns wieder was Besonderes. Ihr könnt euch eventuell an die Musik denken, was hier kommt. Aber nur so eventuell. Wo sind wir? Was ist denn das? Bäh. Jenova. Es kommt näher. Kotz. Kotz. Das ist jetzt Jenova Synthesia. Mit einer ganz neuen Musik, die mir so sogar überhaupt gar nicht bekannt ist. Um ehrlich zu sein. Ich kenne das nur als, ich weiß gar nicht als Jenova Synthesia. Ich kenne das als ein anderer Begriff. Und, da war normalerweise auch die normale Jenova-Kampfmusik. Die Musik kenne ich so gar nicht bei Jenova. Was letzter. Boah. Aber es sieht richtig heftig aus.
Das Ende-Ding ist schon kaputt. Das, wie hieß das? Jenova Synthetic oder was? Okay. Ich probiere es trotzdem nochmal. Normal. Nichts zu stehlen. Hat nicht mal was parat für uns. Okay. Dann rotzen wir durch stinknormal weiter drauf. 5 Sekunden passiert was. Oder in 5 Runden. Dann sollten wir uns dummler. Und das Ding haben wir doch schneller fertig gekriegt als so ein Drache-Zombie. So wird das gemacht. Sehr effizient, sehr schnell, sehr fix, sehr blutig. 60.000 Erfahrung gibt das Ding und 1500 AP. Alexander ist nochmal gelevelt und Schutz gemastert. Und wir haben unser Burschenschaft auf Level 65, 62 und 64 hochkriegt. Das ist auch sehr, sehr gut. Aber kein Gill im Sack. Jetzt passiert hier was. Und wir fallen alle 3 runter in den Kern vom Planet. Direkt in die Seele. Zum Weltstrom, zum Lebensstrom. Zum Quell vom Lebensstrom. Und da sitzt ein weiß- bzw. silberhoriger Parasit drin. Licht. Licht. Ist es Licht Holy? Batsch. Oh. Tiefer. Ganz grob ist hier. Wolk, so alle wieder an Bord? Jetzt schweben wir sogar alle. Und da ist unser silberhorischer Parasit. Sephiroth. Ist das wirklich die Macht vom Sephiroth? Mein Körper. Ich habe die Beherrschung über meinen Körper verloren. Hoffentlich hat er sich nicht eingebrunst dabei. Mein Vorderbein, mein Hinterbein, mein Schwanz reicht fast ab. Das ist ja ganz schön übel. Der spielt in einer anderen Liga. Ich weiß nicht, ob ich weiter. Wolk. Da. Es ist da. Wolk. Holy. Das ist Holy. Uns leucht. Eres Gebet. Es leicht. Holy. Eres. Es ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht das End. Natürlich holen wir den traurige Barret an Bord. Und das Sid natürlich auch noch. Okay, zuerst sollten wir seine Traurigkeit kurieren. Dann sollten wir generell unser Lloyd heilen. Und wir haben doch noch Äther. So. Dann sollten wir das auch nochmal auffüllen, so gut wie möglich. Und unser Gebiet ist einfach nur mit 4 Fragezeichen versehen. Okay, 2 Gruppen. Jetzt sage du, werde Winnie der A-Führer. Die Yuffie. Und die Tifa. Okay, für die Gruppe gucken wir mal, was wir noch hier kriegen. Gigaschuss ST kriegt der mal. Was kriegt er dann noch, der Winnie? Haben wir den Friedensring-Reihe. Die hat ihr Oritsuru, das ist das Stärkste, was er haben kann. Citrich passt. Und wir schützen sie mal vor Lähmung. Und die Tifa, die kriegt
Was kriegt sie dann die tiefer? Die kriegt die Hand Gottes. Das ist doch gut. Ihren Angriffsprozent wird auch nochmal um satte 100 gesteigert. Da finden wir bestimmt auch was Besseres für die. Zum Beispiel so Mistil kann sie haben. Und ich lasse mal... Vergift und Blindschützer. Okay. Was die Materie angeht. Krieg ich einfach mal so Genesung noch mit rein. Schokomor kannst du auch haben. Du kriegst vielleicht noch... Nee, Quatsch. Generalangriff, das lassen wir mal sein. Das du kriegst noch normale Konter. Zeit. Schutz kriegst du noch rein. Für die andere lassen wir auch noch was übrig. Du kriegst Glücksplus, du kriegst Hitze. Ach Gott. Versiegelung kriegst du, Kälte kriegst du auch noch, weil es so schön war. Das Master-Ding geben wir da Amol. Erde, komm, das kriegst du auch noch, weil es so schön ist. Analyse und Verwandlung. Jetzt kann ich leider nur Quatschkopf-Dinger geben. Blitz. Das kriegst du auch noch. Desto kriegst du noch. Manipulation kriegst du auch, weil du frag bist mit schlagkräftiger Argumente. MP Turbo kriegst du noch. Jetzt wird es aber echt heftig. Verwandlung, Analyse. Hitze kriegst du noch, weil es so schön war. Verwandlung hatten wir eigentlich schon, oder? Verwandlung hatten wir, da kriegst du das Bessere. Ja, lass mal's mal gut sein. Los, Lights. Ah. Ah. Nicht nur die Eris, Holys Gebet vom Chorus, von Marleen und Dein und alle auf dem Planet. Ich war in der Zeit eingefroren. Ich habe jetzt das Gefühl, als sei meine Zeit endlich komme. Sephiroth, jetzt bist du an der Reihe. Einige Zeitalter zu schlafen. Eris Erinnerungen. Unsere Erinnerungen. Wir sind gekommen, um dir unsere Erinnerungen zu schildern. Komm, Planet, gib uns eine Antwort. Und Sephiroth, mir, eine Rechnung offen. Du schwabbelt er einfach als Antwort. Weil es ein ganz, ganz wiechter Kerl ist. Okay. Geht. Überlege die Abfolge der 5 Ziele. Sit. Bizarro Sephiroth. Okay. Barrett. Mach mal auf Bio auf aller. Wolk, ich mag das bekannt. Pandora verwünscht. Oh Mann. Das habe ich ja ganz vergessen, dass der noch mal vorkommt. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, ich mache Elixier erstmal auf der Barrett. Okay, das hat schon mal nicht schlecht abgezogen, wirklich. Nicht schlecht. Ich hab's vergessen, dass der zuerst kommt, natürlich. Der erste Gegner hier bei Sephiroth, der hat mehrere Formen, ist Bizarro Sephiroth. Kopfteil B ist tot. Das sorgt um die anderen Mitglieder ein bisschen, aber eigentlich nicht so. Das scheint zu passen noch. Okay, Bizarro Energie. Was kommt jetzt an Scheiß? Der heilt sich selber. Okay. Na gut. Wolk, ich hoffe, wir überleben das jetzt gerade noch alle irgendwie. Nee. Barrett hat's gecrashed. Okay, probier dein Glück. Da lebt noch was. Bizarro Sephiroth D lebt noch. Kopfteil B wiederbelebt. Weißt du was, du Mistkerl? Weißt du was, du Drecksack? Wir beschwören jetzt mal Phönix. Jetzt kommt er wieder aus der Pusher, der Drecksack.
Stigma. Wie der so doppelt schwappelt. Boah, Mann. Ich hoffe, wir stinken jetzt nicht ab, weil unser letzter Speicherpunkt liegt arg weit zurück. Okay. Und? Das Ding müsste jetzt auch am Arsch sein, ja? Rechter Zauber D tot. Ich bin immer noch nicht besorgt um die andere. Phönixfeuer. Jetzt kommen wir einmal endlich dazu, den zu verwenden. Boah, geil. Also er belebt gefallene Mitglieder wieder und attackiert alle Feinde mit Feuerzauber. Sehr schön. Das hat sogar voll die Wiederbelebung gemacht. Sehr, sehr gut. Ah, sehr cool. Sehr geiler Endkampf, ach. Nee, immer noch nicht. Bizarro-Energie, mach ruhig. Mach ruhig. Barret, hart drauf. Cloud. Sid, ich mag, dass du kuriert anormale Zustände, dass du den Cloud mal heilst. Dann geht's nämlich nicht so besonders doller. Kopfteil B wiederbelebt. Okay, das wollen wir auch noch verhindern, den Scheiß. Da, 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 da. Bam, bam. Ah, sehr cool einfach nur. Und wie total anormal das auch aussieht. Also der hat seinen Namen Bizarro Sephiroth definitiv verdient. Boah. Das sieht einfach nur krass aus. Vor allem mit dem Mini-Sephiroth, der nicht oben Schädel hat. Ist auch ein bisschen widerwärtig. Nur so ein bisschen. Okay, das schockt uns nicht so sehr. Wir gehen mal auf das eklige Sephiroth-Köpfchen over. Können einmal Ultima nochmal auf die ganze Gegnergruppe machen. Okay, der Kopf ist wieder kaputt, glaube ich. Und? Ja, irgendwas ist kaputt gegangen, glaube ich. Okay. Kopfteil B tot. Besorgt um die anderen Mitglieder. Nö, nö. Denn da gibt's sicher super. Aurora-Hindernis. Wir heilen uns jetzt auf jeden Fall normaler. Ultima. Das rotzt jetzt bestimmt auch nochmal richtig gut rein. Okay. Was ist dann Desto? Bizarro Sephiroth C. Bizarro Energie. Okay. Kopfteil B wiederbelebt. Das wollen wir gleich mal verhindern. Und wieder auf alle Gegner gehen. Mit Ultima. Ba, 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 ba. Das ist aber schon etwas komisch animiert. Immer wenn du was stirbst, scheint der doppelt aufzutauchen. Okay. Also wir ziehen auf jeden Fall nur mehr ab, als der Schaden machen kann und als der heilt. Unserer Truppe geht soweit eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wenn man dann zwischendurch einmal wirklich arg greifen könnte, wäre auch nicht schlecht. Oh, ich habe jetzt gesagt, ich bin besorgt um die andere. Oh, verdammt. Oh, scheiße, jetzt habe ich die... Wenn ein Teil stirbt, wechselt zu der anderen. Okay. Scheiße, jetzt habe ich auf die Knödeltruppe gewechselt. Okay. Dann sollten wir vielleicht nochmal die Leitheiler... Barriere geben. Scheiße. Demi 3. Blub. Au, Tiefe hat mehr als 3/4 abgezogen gekriegt. Nein! Ach, ich bin in sowas einfach nicht gut. Okay. Na gut, dann können wir wenigstens auch noch mit der Gurke-Gruppe kämpfen. Das ist ja wirklich nichts anderes als die Ersatzbank. Ja, um die andere bin ich besorgter.
Jetzt habt ihr zumindest mal beide Parteien gesehen. Ah, dieser scheiß Kopfteil B, der kotzt mich an. Wie kriegen wir dich jetzt platt, Sephiroth? Na gut, dann machen wir mal Hast auf der Cloud. Sit, ich wünsche mir mal Ultima auf aller. Und nee. Dann würde ich ganz gerne den gelben Knubbel noch angreifen, wenn möglich. Denn hier Pizarro Sephiroth C. Ich glaube, der schluckt Magie. Wenn ich mir das so angucke. Ja, den kann ich aber auch so nicht angreifen, okay. Na gut. Dann will ich nur mal Mauer auf uns alle geben. Ah, der hat's mit seiner Bizarro-Energie. Der geht mir auf das Senkel grad. Mauer. So, machen fertig. Der normale Bizarro Sephiroth A. Der ist eigentlich nur noch permanent am Heiler, weil er wahrscheinlich nie mehr herkommt. Da gehen wir jetzt einmal ganz aggressiv in die Offensive über. Jetzt traut er sich nämlich allmählich einmal wieder einen Angriff zu starten. Okay, Barret, du gehst auf den Over aufs Keppel. Und Cloud verhackstückt den Scheißkerl. Sit. Der Kopf in Stücke. Volk auf der A-Teil. So. Wie schaut's aus? Wird jetzt wahrscheinlich wieder mit Bizarro-Energie seinen Kopf beleben. Nee, ich bin nicht sehr besorgt um die. Er greift jetzt wieder A, okay. Damit kann ich leben. Bizarro-Energie. Ah, Mann, oh Meter. Das ist ein lästiger Kampf. Barret. Lieber Barret, ich hätte ganz gern, dass du sowas machst. Ein Aurora-Hindernis. Okay, das hat uns alle verfehlt. Sit. Attackier mal den normale Korpus. Okay, weil der Sid irgendwie sehr, sehr wenig MP nur noch hat, wahrscheinlich durch die ganze Ultima-Geschichte geschuldet, würde ich ja mal sagen, dass auch der Barret mal ein bisschen MP ausgeben darf und unser fettes Riese-Rindvieh holen darf. Damit er auch mal ein bisschen Schade macht. Und okay, 4450 Schade hat er zumindest machen können. Das macht der Claudio beinahe mit dem lockeren Ausholer von seinem Schwert. Dieser scheiß Kopfteil B. Ich mag jetzt nur noch den scheiß A-Teil fertig machen. Irgendwie hat das Sid kleines Problem mit physischen Angriffen, glaube ich. Bizarro-Energie, mach du mal. Machen wir halt den Kopf kaputt nochmal. Sid, oh, mir hängen Schilde mehr. Merke ich gerade, ja. Okay. Zack. Das war es jetzt auch wieder von dem Kopf. Der Washing hält nie lang von dem Kerl. Aber er versucht ständig ja wieder Sarib wieder zu beleben. Das ist schon etwas lästig. Und das dauert. Nee, ich bin nicht besorgt. Sid sieht man zu wenig ab, gerade um ehrlich zu sein.
Musik ist aber echt cool hier, muss ich sagen. Aber ich habe den total vergessen. Ich denke, jedem von euch, der schon mal gespielt hat, wird eine andere Form von einem eher im Kopf geblieben sein. Und zwar der... Na, ich mag es jetzt für euch nicht verraten, die ihr es noch nicht gesehen habt. Die letzte Form von ihm, wo man den Endkampf macht. Ich glaube, das ist die Form von ihm, die am ehesten im Kopf hängen bleibt. Okay. Was machen wir dann jetzt nochmal? Ich hake nochmal drauf auf der A, Sephiroth. Wir machen nochmal Mauer auf uns. Und als drauf auf die Rieb. Und Sid, ich hätte ganz gern, dass du einen Turbo-Äther auf dich verwendest. Das ist wohl das Beste bei so wenig MP. Und wir brauchen ihn auf jeden Fall noch als Mauerbilder. Als Maurer hier. Nee. Wir brauchen ihn definitiv als Maurer. Turbo-Äther. So. Oh, du mit deiner Bizarro-Energie, du Scheißkerl, ich sag das. So. Turbo-Äther. Mit dem lila Saft wird es doch schon mal gleich viel besser. Kopfteil B wiederbelebt. Scheiß drauf jetzt auf Kopfteil B. Ich gehe jetzt nur noch auf seinen A-Teil-Körper. Weil der Kleine, der kann ja nicht so besonders viel machen, glaube ich. Okay. Aha. Das war's auch schon. Das Schiff sinkt und Sephiroths Tentakel gehen in Alarmstellung hoch auf seiner Stirn. Okay, Bizarro Sephiroth. Mach's gut. Da, 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 da. Sehr schön. So viel dazu. Und es rumpelt und bumpelt gewaltig.